Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Teil 2 der Vorstellungs-PK von Jonathan Tah und Tom Bischof. Diesmal mit Jonathan Tah. Und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar, aktiviert die Glocke, macht einen Daumen hoch, runter, was ihr immer alles so macht. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank dafür und damit gehen wir rein. Jetzt freuen wir uns über einen weiteren Neuzugang. Jonathan Tah ist bei uns, wird spielbereit sein und jetzt wollen wir ein bisschen was von ihm hören, ihn auch ein bisschen mehr kennenlernen. An der Seite gerade wieder von Christoph Freund, dem Sportdirektor. Kamera scharf. Jona. Also erstmal, ich freue mich, dass er da ist. Ja, ich halte viel von ihm. Ich bin gespannt, ob er das umsetzen kann bei uns. War ja schon mal vor ein paar Jahren im Gespräch bei uns. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass wir ihn verpflichten. Zum Glück ist er da damals nicht ins Ausland gegangen, weil dann wäre er mit Sicherheit jetzt nicht mehr bei uns. Kommt in seinem besten Fußballeralter mit 29 für einen Innenverteidiger. Ja, wenn er die Rolle des Abwehrchefs bei uns einnimmt, wird uns das massiv weiterhelfen, denke ich. Die Frage ist, wie schnell kann er sich einfinden, wie gut passt er wirklich in dieses Spielsystem unter Kompanie, was ja doch ein bisschen was anderes ist. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf jeden Fall auf ihn. Du kennst den FC Bayern ja von außen. Jetzt bist du gestern Abend erst gekommen, aber ein paar Stunden hast du ja schon erlebt. Wie ist jetzt deine erste Innenansicht des FC Bayern? Ja, sehr, sehr positiv. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich wurde sehr, sehr gut empfangen und ja, man spürt einfach dieses familiäre Verhältnis untereinander. Das habe ich auch schon gespürt bei Medizincheck. Ja, ein sehr positives Miteinander und auch ein sehr hungriges Miteinander. Schön zu hören, freut den Sportdirektor natürlich. Christoph, ist er die absolute 1A-Wunschlösung? Ja, absolute Wunschlösung. Wir haben ja schon mal Gespräche geführt letztes Jahr, ist ja kein Geheimnis. Aber wir sind jetzt sehr, sehr froh, dass er jetzt hier ist. Ich glaube, er kann der Mannschaft wirklich viel geben. Absoluter Führungsspieler, absoluter Leader. Spricht viel, hat jetzt sehr, sehr viel Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt, hat schon Titel gewonnen. Sicher ein großer Grund auch gewesen, warum Leverkusen die letzten 2 Jahre so erfolgreich gespielt hat. Und von dem her, ja, wie gesagt, sind wir sehr, sehr froh, dass er jetzt... Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich persönlich nicht beurteilen. Dafür habe ich zu wenig Leverkusen-Spiele gesehen, ob er da einen großen Anteil dran hat. Allen anderen gehe ich mit. Ja. Er ist ein super erfahrener Spieler, jetzt hat Titel gewonnen, hat auf hohem Niveau Fußball gespielt in Leverkusen. Wenn er wirklich dieser Leader sein kann bei uns auf Anhieb, was natürlich nicht so einfach ist, wenn du in eine neue Mannschaft kommst, dann ist er Gold wert. Ja, weil dieser Leader fehlt einfach da hinten drin. Ne? Und wenn er das ausstrahlt und das auch akzeptiert wird so schnell, dass er als Neuzugang da der große Leader wird in der Viererkette, dann bin ich sehr, sehr guter Dinge. Jetzt bei uns ist. Dankeschön. Legen wir los mit euch natürlich. Bitte schön, wer mag die erste Frage stellen? Christian Falk hier vorne in der Mitte für die Sportbild. Ja, schön, dass du da bist. War ja ein bisschen eine Hängepartie. Wie ging es denn dir jetzt so? Man unterschreibt einen neuen Vertrag, hat eigentlich schon lange viele Verdienste für den alten Club und dann hängt man so ein bisschen zwischendrin und dachte, muss man es denn jetzt so schwer machen? Jetzt würde ich langsam gerne mal loslegen. Ja, ich meine... Also doch nur ein Mikrofon, was weitergegeben wird. Ich dachte schon. Es hat dann irgendwie lang gedauert, beziehungsweise ihr habt ja auch dafür gesorgt, dass jeden Tag irgendwie was Neues drin stand. Ja, am Ende war es für mich die Entscheidung, die ich treffen wollte, genau zu dem Zeitpunkt, wo ich sie getroffen habe. Ich habe mir Zeit gelassen, wollte mich nicht unter Druck setzen lassen oder das Gefühl haben, zu schnell irgendwas zu entscheiden. Und ja, wie Christoph schon gesagt hat, wir haben letztes Jahr schon geredet, das heißt, auch da hatte ich schon ein sehr, sehr positives Gefühl. Das war ja auch offen kommuniziert. Und ja, dementsprechend freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat und dass ich jetzt hier sein darf. Wer möchte als nächstes? Keiner. Noch viel notiert. Daneben Ja. der Kollege Tobias Altscheffel, bitte. Mikro zurück. Jona, hi. Du warst ja mit Barcelona auch schon sehr weit und hattest mit Hansi Flick viele Gespräche. Wie war das am Ende? Also wärst du dann zu einem früheren Zeitpunkt zu Barca gegangen, wenn das geklappt hätte? Da gab es finanziell ein paar Probleme. Wie war dort der Austausch? Wie sehr war die...
Ja, das wird er natürlich jetzt sagen und wird sagen, ja, nee, eigentlich wollte ich nach Barca, aber die konnten sich mir dann nicht leisten und dann hat der FC Bayern doch noch mal angefragt und dann bin ich zum FC Bayern gegangen. Ja, natürlich sagt man das jetzt hier. Die Überzeugung für Bayern und es war dann die Entscheidung am Ende klar für dich oder war es doch eine Hängepartie, nicht nur wann du hierher durftest, sondern für welchen Verein du dich am Ende entscheiden würdest? Ja, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, über andere Vereine zu sprechen. Wie schon eben erwähnt, ich habe letztes Jahr schon Ja gesagt, weil ich ein positives Gefühl hatte und weil ich das Gefühl hatte, okay, es ist das Richtige für mich. Und natürlich. Ja, eben. So, da muss man jetzt auch nicht hier zu viel wieder reininterpretieren, dass wenn andere Anfragen da sind und der FC Bayern noch nicht angefragt hatte, ist ja wohl klar, dass man sich mit anderen Anfragen beschäftigt, oder? Also da jetzt wieder irgendwie was, ich weiß, das ist wieder so eine Fotzenfrage, um es mal auf Deutsch zu sagen, Alter. Wieder so eine richtige Assi-Frage, ne? So schön, ach komm, können wir jetzt schon noch irgendwas rauskitzeln, womit wir schon wieder irgendwie was Dummes schreiben können, dass der FC Bayern nur die zweite Wahl ist und bla und Sylt. Alter, sehr gute Antwort übrigens von ihm. Ich war es dann ein bisschen offener. Ich habe mich mit vielen Themen beschäftigt und habe einfach geschaut, was für mich das Beste ist. Und das ist der FC Bayern München. Und deswegen bin ich hier und es hat nichts mit anderen zu tun, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass das der richtige nächste Schritt für mich ist. Punkt. Hier von der ersten Reihe, Klaus Bergmann für die Ausrufezeichen. DPA, bitte. Herr Tah, Sie mussten ja noch ein bisschen warten, dass Sie jetzt auch von Anfang an eingesetzt werden können. Nach 10 Jahren Bayer Leverkusen. Haben Sie Verständnis für Ihren Ex-Club, dass er das nicht so einfach Ja sagen wollte? Ja, setzt den mal ein, wir geben den früher her. Und die andere Frage, Sie haben bei Leverkusen meist Dreierkette gespielt. In der Nationalmannschaft spielen Sie mal links, mal rechts. Wo spielen Sie eigentlich am liebsten in der Abwehr? Ja, also erstmal zu Leverkusen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es jetzt so geklappt hat, wie es geklappt hat. Und ja, wie es dann am Ende abgelaufen ist, ist mir eigentlich egal. Ich freue mich, dass man da eine Lösung gefunden hat. Und was die Formation angeht, wir haben in Leverkusen auch öfter mal Viererkette gespielt. Ich glaube, das am öftesten sogar gegen Bayern. Deswegen, ja, in der Dreierkette war es auf jeden Fall in der Mitte und in der Viererkette ist es eigentlich egal, ob links oder rechts. Hinten Ja, Dreierkette wird er bei uns wahrscheinlich nicht so oft erleben, aber wer weiß, vielleicht überrascht uns Kompanie in der neuen Saison. Ich bin sehr gespannt. Zu dem Rest, ja. Was soll er jetzt dazu sagen, dass Leverkusen da pissig ist, dass man Jonathan Tah, dass es vor einem Jahr gescheitert ist wegen 5 Millionen und man jetzt den FC Bayern die 5 Millionen dann aus der Tasche zieht, wenn man sehr weit kommt bei der Club-WM. Ja, alles gut für den FC Bayern, No-Brainer. Ja, so wie ich das gelesen habe, wenn da ein bisschen was dran ist, dass irgendwie eine Mille so fix ist und der Rest, je nachdem, wie weit man bei der Club-WM kommt, wenn du da die Million einnimmst, ja. Ist natürlich ein bisschen wild, irgendwie da 3, 4, 5 Millionen dann an Leverkusen zu überweisen für 2 Wochen vorher, wo der Spieler spielen darf. Ja, kannst du natürlich drüber diskutieren, aber ich habe es gerade schon gesagt, wenn es darum geht, mit der Mannschaft jetzt zusammenzuwachsen als Neuzugang, denke ich, ist so ein Turnier super wichtig und super interessant und von daher kann ich schon verstehen, dass man die Kohle da zahlt. Ne? Also. stehen, Carrie Howe für Sky. Ja, servus Jona, willkommen auch von mir. Vincent Kompany war jetzt kein so schlechter Innenverteidiger. Es war auch sicher ein Spieler, zu dem du früher aufgeschaut hast. Wie ist es jetzt mit ihm zusammenzuarbeiten für dich und wie war eure Ja, kann er jetzt schon sagen, nach einem Training oder was? erste Begegnung? Ja, ich habe ihn natürlich verfolgt. Ich bin ein Hamburger Jung gewesen oder bin immer noch ein Hamburger Jung im Herzen und natürlich habe ich das verfolgt, als er da gewesen ist, habe seine Karriere verfolgt. Großartiger Spieler, großartiger Leader gewesen und das habe ich schon von Anfang an in den Gesprächen mit ihm gemerkt, dass er mir einfach viel geben kann, mir weiterhelfen kann, zu wachsen, besser zu werden. Und ja, bisher ein super Eindruck und ich freue mich natürlich jetzt auf die Zeit mit ihm. Der übertragene TV-Sender der Zone an der Reihe, bitte. Hi Jona, hier Andres von The Zone. Auch ich begrüße Sie. Was heißt es für den Mensch Jonathan Tah, hier zu sein, den nächsten Step zu machen?
Weil hier ist bei München alles ein bisschen größer, mehr Presse, mehr Druck. Aber Druck kann ja auch etwas sein, was einen verbessert, den nächsten Schritt zu gehen, in jedem Training wirklich bei 100% zu sein. Was ist das für Ihre persönliche Entwicklung als Mensch, aber auch als Spieler? Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Schritt. Natürlich, der Anspruch ist höher. Es ist alles größer, es fühlt sich nicht nur größer an, es ist alles größer. Und das ist auch so ein bisschen für mich persönlich natürlich aus der Komfortzone rauskommen. Ich war jetzt 10 Jahre am selben Ort, im selben Verein. Wäre schön, wenn so Serge und Kingsley und Leon sich das auch mal wünschen würden, mal ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen. Über den ich nur Gutes sagen kann, aber jetzt musste ich raus aus dieser Komfortzone und das heißt für mich, ich darf wachsen auf und neben dem Platz und ja, es werden viele Challenges kommen, auf die ich mich alle freue, aber genau jetzt fühle ich mich auch bereit dafür. Eins davor, Vincent Tschirpke für die TZ und Merkur. Hallo Jonathan, herzlich willkommen. Wir haben gerade schon Vincent Kompany erwähnt. Bei Leverkusen war Xabi Alonso der Trainer, bei der Nationalmannschaft Julian Nagelsmann. Das sind alles sehr junge Trainer. Wie hilft das auch als Spieler, um schneller in eine Mannschaft zu kommen und wie hilft das auch, um sich einzugewöhnen? Hä? Was hat denn jetzt das Alter des Trainers damit zu tun, wie schnell man in eine Mannschaft kommt oder wie schnell man sich eingewöhnt? Hä? Ja, ich meine, so junge Trainer sind natürlich, haben ein sehr gutes Verständnis für die Mannschaft, weil sie noch nicht so lange selber aufgehört haben. Gutes Gespür, was die Mannschaft einfach braucht und auch die Ansprache. Und deswegen ist es natürlich schön, dass ich die Möglichkeit habe, mit solchen Trainern zu arbeiten, die nicht nur jung sind, sondern Top-Trainer sind. Christian Falk, bitte wieder. Christoph, wir müssen dich natürlich nach Transfers fragen. Wir haben jetzt einen Tom Bischoff hier erlebt, Jona ist da. In der Offensive geht aber jetzt Sané und Müller wird auch aufhören. Nico Williams, Leao, Barcola, das sind so Namen, die rumkreisen. Wie wichtig ist es denn, dass einer davon kommt? Ich meine, der Kader ist ja dann vielleicht schon ein bisschen dünn vorne. Ja, absolut. Gibt es einige Veränderungen. Wie schon vorher gesagt, wir sind echt sehr, sehr happy, dass wir Jona und Tom jetzt verpflichten konnten. 2 deutsche Nationalspieler und in der Offensive haben wir jetzt von der Anzahl dann 2 weniger. Das ist Fakt. Und von daher ist es ganz klar unser Ziel, uns da dann noch zu verstärken und richtig Qualität dazu zu holen. Daneben Tobias Altscheffel. Ja. Wenn es nach mir geht, nach meinen Wünschen, Barcola ist natürlich auch eine Maschine, Alter, was ich so gesehen habe, aber der wird wohl nicht zu realisieren sein. Nico Williams ist, denke ich, schon auch eine Premium-Lösung, wenn das klappen würde. Ich weiß es nicht, immer schwer zu sagen. Ich meine, wir haben es damals mit Martinez erlebt, was das für ein Kampf war, den von Bilbao zu verpflichten. Weiß auch nicht, ob Williams so will unbedingt als Spanier raus aus der Primera Division. Schwer zu sagen, ne? Williams wird natürlich wie die Faust aufs Auge passen bei uns ins System rein. Also der wird da ja, fühle ich. Christoph, ich bleibe bei Leroy Sané. Wie war das jetzt genau, dass er zu euch kommt? Also hat er selbst gesagt, er will sich verabschieden? Habt ihr gesagt, du hast einen Vertrag, du hast gefälligst hierher zu kommen? Es ist ja schon ein bisschen kurios, man sieht ihn im Trikot von Galatasaray und er wird jetzt dann bei euch wieder dabei sein. Und daran anschließend, wenn er dabei ist, wird er die Spiele mitspielen? Also auch auf die Gefahr hin, dass er sich verletzen könnte? Oder ist er dabei, trainiert er vielleicht mit, aber wird er nicht mehr eingesetzt? Ich glaube, der Max hat es gestern ja schon kurz gesagt, also wir waren mit Leroy im Austausch und ja, natürlich ist es eine besondere Situation, die es vielleicht so auch noch nie gegeben hat, dass in dieser Phase ein Turnier gespielt wird, ein Clubturnier und von dem her ist es eine besondere Situation für beide Seiten, aber der Leroy hat einfach Bock, dass er zur Mannschaft kommt und auch, dass er nochmal diese 2 Wochen ja, bei der Mannschaft ist, Gas gibt, ja und er wird auch zum Einsatz kommen, wenn der Trainer ihn braucht und das ist auch mit ihm so vereinbart und da gab es eigentlich überhaupt keine Diskussionen, das war eigentlich ganz klar, beiden Seiten schnell klar, dass wir bei beiden Seiten Lust darauf haben und es gut ist, dass wir bis zum Schluss seines Vertrages, ja, dass er bei uns ist und auch für den FC Bayern München spielt und so will er sich eigentlich auch verabschieden hier. Ja, absolut lächerlich. Ne? Absolut lächerlich, ich habe es im Sané-Video schon gesagt oder beziehungsweise in der PK gesagt.
in der letzten von Max Eberl. Katastrophe. Katastrophe, diese Entscheidung. Ich weiß nicht, warum man die getroffen hat. Wenn er nur auf der Bank sitzen sollte, das werden wir halt sehen, kann ich mir vorstellen, dass man die Entscheidung getroffen hat, weil Galatasaray nicht bereit war, irgendwie einen Obolus zu zahlen. Ja, dass man die 2 Wochen da noch 1, 2, 3 Mille kassiert. Wenn das wirklich so ist, dass es darum geht, so, ja, wir waren uns einig und Leroy möchte hier nochmal und bla und so, dann ist es eine Katastrophe. Also, allein die Aussagen auch von Max Eberl, ja, sorry. Was soll das? Dieser Spieler ist in 2 Wochen weg. Na, es geht jetzt darum, was wir gerade alles positiv gesagt haben für die Neuzugänge, dass es darum geht, eine Mannschaft zu formen, eine Einheit. Und dann hast du da einen drinne, der in 2 Wochen weg ist, der einfach da gar nicht mehr reingehört, der eigentlich ein Störenfried ist. Ich weiß jetzt nicht, wie er ist. Vielleicht ist das nicht so, ja. Vielleicht ist er ja menschlich, alles tutti, keine Ahnung. Finde ich persönlich sehr schwierig. Wenn er eingesetzt wird, habe ich auch schon gesagt, wenn er dann gut spielt, macht man sich riesen Baustellen auf, dass wieder die Diskussion losgeht. Oh, wie konnte man den nur gehen lassen? Bla, so jetzt. Der wird ja sowieso immer so gefeiert in der Presse, auch wenn er Scheiße spielt. Warum macht man sich diese Baustellen auf? Ja, verstehe ich nicht. Also ich sehe jetzt keinen Vorteil, wo man sagt, ja, oh, geil, eine gute Entscheidung macht Sinn. Also ich sehe keinen Vorteil. Wo soll jetzt der Vorteil sein? Ob der Leroy da ist, ansonsten hast du 2, 3 Jugendspieler, die diese Position bekleiden können, die im Kader sind und alles ist gut. Ja. Also ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht, dass er jetzt der entscheidende Faktor wird oder was. Also wenn, dann ist es ja auch traurig. Also wenn eine Kompanie jetzt wirklich sagt, ey, ich setze jetzt 100% auf Leroy Sané, der dann in 2 Wochen weg ist, was ist das denn für ein Schlag in die Fresse von allen Spielern, die auf seiner Position spielen? Du kannst doch jetzt nicht einen Spieler da aufstellen, der nur noch 2 Wochen da ist, anstatt einen Serge oder einen Coman aufzustellen. Ja? Was wäre das für ein Zeichen? Also Katastrophe. Man macht sich so viele Baustellen damit auf. Dann in der letzten Reihe wieder Stefan Kumberger für Sport 1. Ja, hallo. Jonas, Sie sind der Königstransfer bisher, würde ich jetzt mal sagen, in der Defensive. Jo. Sind Sie auch der Abwehrchef? Dürfen wir davon ausgehen? Ja, das ist ja, was ich sagte. Ist natürlich super schwer jetzt als neuer Spieler und dann, Leute, macht mal ruhig jetzt. Ich bin hier, Jona, ich bin der neue Abwehrchef. Ich mag das Wort nicht gerne. Ich bin gerade den ersten Tag hier, ich glaube nicht mal 24 Stunden. Ja. Natürlich ist es so, dass ich Verantwortung übernehmen möchte in den Gesprächen mit Christoph, aber auch mit Max Eberl. Wurde mir natürlich diese Rolle aufgezeigt, die ich in einer Mannschaft haben kann. Aber die muss man sich auch erarbeiten. Ja. Und ich bin jemand, der hart arbeiten möchte. Ich bin kein Mensch, der von irgendwas selbstverständlich ausgeht, sondern... Das ist ja auch, was ich sagte. Du kannst ja jetzt nicht zum FC Bayern kommen und sagen, ey, Opa, ey, Minjay und alle anderen, ich bin jetzt hier der Abwehrchef. Und dann machst du 2 Spiele und zeigst eine unterirdische Leistung. Geht halt nicht. Ne? Er muss halt erstmal durch Leistung überzeugen und wie er sagt, dann Verantwortung übernehmen und dann wird er eine Zeit brauchen, um in diese Rolle reinzuwachsen. Es sei denn, du bist so eine Naturgewalt, wie es ein Eric Dyer von Natur aus war. Ja? Da bin ich sehr gespannt, wie er auftreten wird, die ersten Spiele bei uns. Ich möchte mir meine Rolle hart erarbeiten und dann wird man sehen, ob ich diese Rolle ausführen kann. Aber klar, ich bin hierher gekommen, um mich zu challengen. Und ich kenne die Rolle aus Leverkusen natürlich, aber wie gesagt, ich muss es mir hart erarbeiten. Hinten Curry Hau nochmal bitte. Ja, du kennst ja einige Jungs auch aus der Nationalmannschaft und hast doch dann mit Bayer Leverkusen häufig gegen die Bayern gespielt. Bei welchem Spieler bist du denn jetzt besonders froh, dass du ihn nicht mehr verteidigen musst? Ja, da gibt es schon ein paar. Die meisten Tore geschossen, glaube ich, in der Bundesliga bei München. Deswegen, Harry, Jamal sind natürlich unangenehme Gegenspieler. Michael, also ich glaube, das wissen wir alle, dass es unangenehm ist. Ist auch gut, dass du die anderen nicht noch aufgezählt hast, wie Leroy, Serge und King. Bist mir sympathisch. Angenehm ist, gegen sie zu spielen und ich freue mich, dass ich jetzt mit ihnen zusammenspielen darf. Dann ist Klaus Bergmann wieder an der Reihe, bitte. Geht's ja gleich Sonntag los. Wie haben Sie jetzt abgeschaltet und sind Sie auch jetzt einfach vom Kopf, von
von der Physis wieder bereit, sofort loszulegen? Und mit welchem Ziel gehen Sie denn hier in dieses Turnier, Sie persönlich? Absolut, ich bin bereit. Die 3 Tage, die ich jetzt hatte, habe ich genutzt, um mich zu regenerieren, zu erholen, mental, aber auch körperlich natürlich, um bereit zu sein. Und die Ziele sind ganz klar. Ich möchte mich so schnell es geht einleben, durchs Training, aber natürlich auch sofort irgendwie durch die Spiele. Und ich bin auf jeden Fall bereit, körperlich und mental, um der Mannschaft zu helfen. Dann ist Michael Schröer für die Bild-Zeitung an der Reihe. Hallo Jonathan, ein Spieler, der auch beim FC Bayern ein heißes Thema war, ist Florian Wirtz. Hattest du mit ihm mal Kontakt über den FC Bayern? Habt ihr mal drüber gesprochen? Nee. Ja. Du hast das Mikro zu schnell weggegeben. Ja, Flo ist ein guter Freund auch von mir geworden. Natürlich haben wir gesprochen. Ich glaube, da wurde schon sehr, sehr viel drüber geredet. Er hat seine Entscheidungen getroffen, die klar kommuniziert und ja, mehr braucht man, glaube ich, dazu nicht sagen. Ja. Trifft das auch für euch zu? Das war's. Keine weiteren Fragen mehr. Dankeschön. Dann das obligatorische Foto. Ein schönes Foto mit dem neuen Trikot. Nehmen wir natürlich noch mit, ne? Das obligatorische Foto. Genau, zeigt das Trikot von hinten, da sieht es übrigens gut aus. Perfekt, damit beende ich das auch mit dem Bild und nicht mit dem umgekehrten Trikot. Ja, ich habe es schon gesagt, ich freue mich auf Jonathan. Ich denke, es kann sehr, sehr gut werden. Erst recht, wenn ich denke, so. Ich denke, Vinny wird ihm auch gesagt haben, so, ey, du wirst mein Abwehrchef, so, ne? Kann ich mir schon sehr gut vorstellen in privaten Gesprächen. Wenn er durch Leistung überzeugt, wird das auch in der Mannschaft akzeptiert werden, bin ich mir sicher. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich denke, es ist ein sehr, sehr guter Transfer. Ja, No-Brainer, auch wenn es natürlich nicht günstig war, definitiv nicht. Aber er sollte ja auch noch 3, 4 Jahre haben, auf hohem Niveau. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es weitergeht bei uns. Ist ja noch einiges los, transfermäßig. Aber erstmal steht die Club-WM an, ich freue mich drauf. Ihr werdet von mir auf jeden Fall zu den Spielen eine Zusammenfassung bekommen, beziehungsweise meine Meinung. Zu den PKs nicht. Wie gesagt, die PKs sind schon nach dem Bundesligaspielen meistens so Mep. Ich denke, das können wir uns schenken, falls da überhaupt irgendwas kommt. Das weiß ich nicht, aber zu irgendwelchen super nicht-europäischen Zeiten ist mir das dann auch zu viel. Deswegen, ich werde nach dem Spiel mich hinhocken, ein bisschen was sagen. Und ja, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.